Wie funktioniert es eigentlich als Journalist in Kriegs- und Krisengebieten zu drehen? Und wie war es für mich persönlich, mit den Kämpferinnen der kurdischen YPG in Syrien zu drehen? In diesem Video will ich euch davon erzählen und zeige euch ein paar Aufnahmen, die bisher noch nie irgendjemand gesehen hat. Also, bleibt dran! Hallo zusammen, hier ist Konstantin und erstmal möchte ich mich bei euch bedanken. Wir haben jetzt hier über 3000 Follower auf diesem Kanal, die sich für Themen wie Kurdistan, den Nahen Osten, Geopolitik und so weiter interessieren. Es ist super krass, wie schnell das wächst und ich freue mich wirklich riesig über jeden Einzelnen. Glaubt mir, ich schaue regelmäßig auf meine App und gucke, wie viele Leute folgen und jeder einzelne von euch bedeutet mir wirklich viel. Und wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann kann ich euch nur ermutigen, abonniert ihn. Ich poste gerade zweimal die Woche neue Videos über diesen Themenbereich Nahost und würde mich sehr freuen, wenn ihr weiterhin dabei seid. Und an der Stelle kann ich eigentlich auch schon mal einen Ausblick geben, was in Zukunft alles noch auf diesem Kanal hier passieren wird. Natürlich wird es weiterhin solche Videos geben wie bisher, also die Geschichte Saladins oder der Konflikt zwischen der Türkei und der PKK. Solche Themen wird es auch weiterhin in so kleinen 10-, 20-minütigen Vorträgen von mir geben, aber ich will noch weitergehen. Und zwar möchte ich euch teilhaben lassen an meiner eigentlichen Arbeit als Kriegs- und Krisenreporter. Und dafür habe ich meine ganzen Festplatten durchsucht und habe wirklich Stunden an Material gefunden, die noch nie irgendwo veröffentlicht wurden und unter anderem aus den kurdischen Gebieten Syriens, aus dem Irak, aus der Ukraine, aus Somalia, aus dem Kongo und so weiter. Also überall, wo ich im Einsatz war, habe ich Material mitgebracht, das nie irgendwo veröffentlicht werden konnte, leider bisher. Aber die Betonung liegt auf bisher, denn das werde ich jetzt hier auf diesem Kanal für euch machen. Und heute fange ich an mit Dreharbeiten zu meinem ersten großen Film Bilderkrieg. Bilderkrieg kam 2016 ins deutsche Fernsehen, den habe ich damals für den Sender SWR gemacht und kurz zusammengefasst geht es darum, in diesem Dokumentarfilm um den Weg, den Bilder aus Kriegs- und Krisengebieten zurücklegen, bis sie in der deutschen Öffentlichkeit ankommen. Und dafür konnte ich damals einen ganz großartigen jungen Kriegsfotografen begleiten, Benjamin Hiller. Von dem habe ich unglaublich viel gelernt. Der wurde so letztendlich dann mein Freund und mein Mentor, was Journalismus angeht und Arbeit in Kriegsgebieten. Und dem sind wir gefolgt unter anderem nach Ruanda, in den Irak und nach Syrien. Und die Szene, über die ich heute mit euch reden möchte und wie es dazu kommen konnte, die spielt in Syrien. Und ich werde euch jetzt ein bisschen was von dem unbearbeiteten Rohmaterial zeigen, dazu ein bisschen was erzählen, so Behind-the-Scenes-mäßig, Director's Comment. Und am Ende dieses Videos werdet ihr den fertigen Clip, die fertige bearbeitete Version sehen, die dann im deutschen Fernsehen so gelaufen ist. Und was ich mir davon erhoffe, ist, dass ihr einfach ein bisschen mehr versteht und ein bisschen den Hintergrund besser greifen könnt, wie solche Bilder entstehen und wie man sich das vorstellen muss, wenn Journalisten irgendwo hingehen, in dem Fall nach Syrien, nach Rojava. Und ja, ich hoffe, es interessiert euch. Wir fangen jetzt einfach mal direkt an. Die Reise beginnt eigentlich da, wo jede Reise nach Rojava beginnt. Also jeder Journalist, der schon mal in den kurdischen Gebieten Syriens gedreht hat, kennt diesen Ort wahrscheinlich. Das ist Fishkabur. Sorry, wenn ich es falsch ausgesprochen habe, aber wie immer, ich bitte um Entschuldigung. Fishkabur ist ein Grenzübergang zwischen den kurdischen Gebieten im Norden des Iraks und den kurdischen Gebieten in Syrien. Und das sieht man hier, das ist so ein Fährverkehr mit so kleinen Nussschalen, so kleinen Booten, die dafür da sind, dass Menschen von A nach B kommen. Die Aufnahmen hier sind noch auf der irakisch-kurdischen Seite entstanden, auf der anderen Seite beginnt Syrien und Rojava. Hier sieht man, das ist so für den Personenverkehr, für den Privatverkehr so gedacht. Da sieht man Familien, die rüberkommen. Es gibt sehr viel Grenzverkehr von Leuten, die Verwandte haben oder die dort arbeiten und dort wohnen. Und das ist einfach so, was man da jeden Tag sieht. Also man sieht ganze Familien, die rüberkommen. Man sieht, dass Klamotten transportiert werden. Ein anderes Mal habe ich gesehen, glaube ich, wie ein Kühlschrank über die Grenze gebracht wurde. Für den Warenverkehr ist normalerweise noch eine Brücke da, wo LKWs fahren. Die haben wir jetzt hier nicht zu sehen bekommen, weil die damals, glaube ich, gesperrt war. Die ganzen Aufnahmen, die sind im Dezember 2014 entstanden. Also da war der Krieg gegen den IS zumindest noch nicht bis in diese Ecke von Rojava gekommen. Und hier seht ihr einen Teil von unserem Gepäck mit den kugelsicheren Westen und dem Kameraequipment, mit dem wir natürlich rüber sind. Muss man dazu sagen, da wo wir unterwegs waren, 2014, das war so in der Region um Derik rum, um diese Stadt, also im äußersten Nordosten von Rojava. Und da kann man eigentlich sagen, diese Weste, es war gut, dass wir sie dabei hatten, aber wir haben sie nicht gebraucht. Die schusssicheren Westen waren da eigentlich völlig überflüssig, denn
Wir kamen in keine Situation, die da wirklich gefährlich gewesen wäre oder wo wir sie auch nur ernsthaft tragen mussten. Das hatte ich dann später mal öfters, solche Situationen in Mossul oder jetzt zuletzt 2019 in der Ostukraine, wo die Weste durchaus angebracht war. Aber in dem Fall, es ist besser, sie dabei zu haben und nicht zu brauchen als umgekehrt. Und deswegen haben wir sie mitgenommen. Aber ihr seht ja selber, in der Region konnte uns eigentlich nicht wirklich so viel passieren. Wir haben uns also auf den Weg gemacht zu einer sogenannten Akademie. Ich weiß nicht mehr, was der genaue Name war, aber es war in der Nähe von Derik etwa, also im Land ein bisschen draußen. Und dort sind wir einfach vorbeigefahren und haben ganz naiv mal angefragt, so hey, wir sind westliche Journalisten, wir würden gerne mal mit den Kämpferinnen der JPG reden. Beziehungsweise wir haben nicht Kämpferinnen gesagt, wir haben einfach gesagt, hey, möchte jemand von euch mit uns reden? Und das war ganz interessant, diese Akademie, da muss man sich jetzt nichts Großartiges drunter vorstellen. Das waren eigentlich nur ein paar Gebäude, so JWD, relativ isoliert, wo halt eben die Kämpfer und Kämpferinnen untergebracht waren. Und wir kamen da an mit dem Auto und das haben wir leider nicht filmen können, weil man filmt nicht einfach so, ohne zu fragen, irgendwelche uniformierten Bewaffneten in Krisengebieten. Das macht man einfach nicht. Und wir sind angekommen und haben als erstes die männlichen Kämpfer gesehen, die gerade in ihrer Uniform rumstanden, glaube ich, Freizeit hatten und die Volleyball gespielt haben. Also das war mein erster Kontakt mit der JPG, Volleyball spielende junge Männer. Und wir haben dann angefragt, haben gesagt, hey, hallo, wir sind hier aus Deutschland, wir würden gerne ein bisschen mit euch reden, wir würden gerne ein Interview führen. Und dann ist was Interessantes passiert. Es war so ein bisschen die Ansage, ja, nee, mit den Männern oder mit den Jungs hier bitte nicht reden. Die Befürchtung war nämlich, da waren auch Leute dabei, die nicht unbedingt volljährig aussahen. Also wie alt sie genau sind, kann natürlich keiner sagen. Da kann man jetzt irgendwie schwer einen Test machen. Aber es war offensichtlich vom Aussehen her, dass die Jungs nicht alle volljährig sind. Und das ist auch ein ganz großes Thema, Rekrutierung von Minderjährigen in der JPG. Einer der Kritikpunkte, die sich die JPG oft anhören muss. Und stattdessen hat man uns dann gesagt, ja, nee, mit den Jungs deswegen lieber nicht, aber hier, redet doch mit den Frauen, mit den weiblichen Volksverteidigungseinheiten. Und das haben wir nicht so ganz verstanden, was da so der Gedanke dahinter war, weil, wie ihr hier auf diesen Bildern seht, kann mir keiner erzählen, dass die alle volljährig sind. Also keine Ahnung, wie alt sie genau sind. Wenn wir gefragt haben, hieß es natürlich, ja, wir sind 18, wir sind 19, aber das kann mir keiner erzählen. Also Mädels jedoch sind zum Teil 16, 17, vielleicht noch jünger. Aber was auch immer der Grund dahinter war, mit ihnen konnten wir reden und da sind diese Bilder hier entstanden. Also man sieht es ja schon, es ist so ein bisschen, sie waren aufgeregt, wir waren aufgeregt, sie waren aufgeregt und es war halt mal was anderes für sie. Es war nicht so diese tägliche Routine, nehme ich mal an, und es war einfach was Besonderes. Es war ganz seltsam, dieses Gefühl dabei, weil natürlich war es nett, die waren ja alle nett und haben die ganze Zeit gelächelt und so, aber andererseits war es natürlich auch immer dieser Gedanke, die sind uniformiert und tragen bei sich die ganze Zeit. Es ist Krieg hier und wir mussten uns immer Mühe geben, dass wir uns nicht irgendwie so täuschen lassen, dass hier alles eitel Sonnenschein ist, dass alles gut ist und sowas. Eine Situation, die dafür sorgt, ob das berechtigt ist oder nicht, dass da Minderjährige mit Waffen hantieren. Diese Situation ist immer bedrohlich und ist immer scheiße. Und deswegen die Bilder da. Wie gesagt, uns ist nichts passiert, wir wurden nicht bedroht und sowas, wir waren nett zu uns. Aber man sollte sich nicht von den Bildern täuschen lassen. Es war trotzdem Krieg dort in Syrien. Und leider habe ich auch später erfahren, als die Bilder schon längst veröffentlicht waren, erst vor ein paar Jahren, dass auch einige von den jungen Frauen, die wir da gefilmt haben, auch dann später in den verschiedenen bewaffneten Konflikten dort gestorben sind. Es war ein sehr netter Dreh, muss ich einfach sagen. Es war was Besonderes natürlich. Aber es ist diese Frage, die ich mir dann auch immer oft stelle, so wie beurteilt man das jetzt? Sollte man das überhaupt zu sehr beurteilen als Westler oder als westlicher Journalist? Natürlich, was wir hier sehen, ob wir jetzt lächeln oder nicht, sind Kindersoldaten. Zumindest ein paar von ihnen wahrscheinlich. Und das ist auch was man immer wieder hört. Ob es jetzt freiwillige oder Zwangsrekrutierung ist von Minderjährigen durch die PKK oder durch die JPG, das kritisieren Menschenrechtsorganisationen oft an dieser Gruppe. Und ich möchte jetzt nur Kontext geben. Ich will da nichts entschuldigen. Nö, natürlich nicht. Aber der Kontext ist, von allen bewaffneten Gruppen, die im syrischen Bürgerkrieg irgendwie aktiv waren, müssen sich die JPG eigentlich am wenigsten Kritik von Menschenrechtlern anhören. Also wenn man es vergleicht mit was ISIS macht, was große Teile der islamistischen Rebellen machen, was das syrische Regime macht mit seinen Zehntausenden zu Tode gefolterten Menschen. In dieser Kategorie sind die JPG nicht. Da kann man auch alle unabhängigen Menschenrechtsorganisationen fragen. Die JPG macht sowas nicht. Aber
Wie jede bewaffnete Gruppe in einem bewaffneten Konflikt hält sie sich nicht auch immer an alle Regeln. Und der größte Kritikpunkt, den man zu hören kriegt, ist eben der Einsatz von minderjährigen Kämpfern. Und ich glaube, die Aufnahmen hier, natürlich beweisen sie nichts, aber es deutet stark darauf hin. Es sind eindeutig Minderjährige dabei, keine Frage. Und das ist natürlich was man kritisieren muss. Andererseits, wie ich euch schon gesagt habe, das war 2014, da war der IS gerade auf dem Vormarsch. Und ich glaube, es ist wichtig, sich da auch reinzuversetzen. Die Alternative wäre vielleicht gewesen, gegen den IS zu verlieren. Und dann wären diese ganzen Menschen, die wir hier sehen, unter der Herrschaft des IS. Und wer glaubt, dass es da jungen Frauen oder Mädchen irgendwie besser gehen würde, da habe ich Neuigkeiten für euch. Also, was ich hier sagen will, ihr merkt ja selber, dass ich hier hin und her gerissen bin. Ich kann mich in diese Situation nicht reinversetzen, weil ich komme rein als deutscher Journalist, ich kann wieder raus. Deswegen ist es sehr leicht für mich, irgendwelche moralischen Judgments abzugeben oder etwas zu verurteilen. Aber die Tatsache ist halt eben, die Menschen dort wurden vom IS bedroht, der vorgerückt ist. Und das eine hat zum anderen geführt. Also, ich möchte da kein moralisches Urteil abgeben. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Und ihr könnt mir gerne in den Kommentaren schreiben, was ihr dazu denkt. Aber so viel zu diesem Exkurs, weiter im Text. Was besonders interessant war, wir waren kein reines Männerteam. Also wir hatten eine ganz großartige Tonfrau dabei, unseren Sound-Engineer Anna Monte. Und das ist natürlich auch was Besonderes. Das war besonders schön hier zu sehen, weil die jungen Frauen da dann halt, habe ich so das Gefühl gehabt, mal eine Perspektive sehen. Man sieht, okay, ein westliches Kamerateam kommt aus Europa her und die Sound-Engineer, also wirklich ein technischer Beruf, wird von einer Frau ausgeübt. Und in dieser Ideologie der JPG ist ja Gleichberechtigung und das Empowerment der Frau ein ganz großes Thema und das sehen wir auch nachher später in den Interviews. Und deswegen war es für die Mädels da super, super interessant, eine Frau in einem technischen Beruf zu sehen, die hier als Journalistin mitgekommen ist. Und das führt auch zu Szenen wie hier, denn uns wurde natürlich Tee angeboten. Überall wird einem Tee angeboten. Das ist ein roter Faden, der sich durch die Nahostberichterstattung im praktischen Sinne durchzieht. Und unsere Tonfrau konnte den Tee natürlich nicht trinken, weil sie ja ihr ganzes Tonequipment tragen musste. Und deswegen hat die Kommandeurin dieser JPG-Einheit ihr kurz die Tonangel abgenommen und hat letztendlich ihren Job gemacht, sodass Anna dann ihren Tee trinken konnte. Und das hat zu diesen Bildern geführt, die mir bis heute Spaß machen zuzuschauen. Und als Abschluss gab es für uns eine kleine musikalische Vorführung, nämlich, das habt ihr vielleicht auch schon ab und zu in der Berichterstattung gesehen, diese traditionellen Tänze. Hier jetzt mit auf Dauer etwas nervtötenden Musik aus einem MP3-Player, aber später eben auch mit Gesängen. Und das lasse ich jetzt einfach mal ein bisschen unkommentiert stehen, schaut es euch einfach mal an. Und am Ende dieser Tänze hat man dann gesehen, wie sie applaudieren, sich selbst und wem auch immer, und verschiedene Parolen rufen. Und eine von diesen Parolen ist Jin Jian Azadi. Das bedeutet Frauen, Leben, Freiheit. Also wie gesagt, bei JPG in der Ideologie, Gleichberechtigung, großes Thema. Man geht aus davon, dass bis zu 1/3 der Kämpferinnen dieser Einheiten aus Frauen bestehen. Deswegen hier dieser radikal-feministische Kampfruf eigentlich schon. Und das andere ist auch spannend, da kann ich euch wieder den Einblick geben in die Arbeit des Journalisten. Sie rufen Vici Serok Apo. Das ist auch ein sehr bekannter Kampfruf, der bedeutet so viel, Vici, so viel wie es lebe. Serok Apo ist, wir haben es übersetzt mit der Anführer, so es lebe der Anführer. Serok Apo bezieht sich damit aber eindeutig auf Abdullah Öcalan, den Gründer und Übervater der PKK, von dem auch bei der JPG überall Fotos hängen. Das ist immer so eine akademische Frage. Kann man jetzt die JPG und die PYD von der PKK trennen? Die türkische Regierung behauptet, es sei beides dasselbe. Die westlichen Regierungen sagen was anderes.
Was man auf jeden Fall überall dort sieht, sind auch Porträts von Abdullah Öcalan. Und man sieht hier, ja, die Rufe beinhalten ihn. Inwiefern jetzt wirklich die Kommandostrukturen von PKK und YPG gleich sind oder unterschiedlich sind, das ist fast unmöglich zu sagen. Das ist ein super, super kompliziertes Thema für Journalisten, für Geheimdienstler, für Wissenschaftler. Was wir auf jeden Fall sagen können, ist, dass Abdullah Öcalan als Propagandaperson und als Idol überall auch in Rojava zu sehen ist. Also wir haben es in diesem Gebäude gesehen, wo wir drin waren. Da waren Bilder von ihm mit der PKK-Flagge, der roten. Und wir haben hier eben so diesen Ruf, der sich eindeutig auf Öcalan bezieht. Also auf jeden Fall sauber zu trennen ist beides nicht voneinander. Und nach dieser kleinen Tanzeinlage war es dann für uns auch Zeit zu gehen. Wir sind weitergefahren. Ich werde euch in den nächsten Wochen auch immer wieder gerne neue Ausschnitte oder neue alte Ausschnitte von damals zeigen. Aber bevor wir jetzt hier rausgehen, wie versprochen, hier nochmal ein paar Minuten aus dem eigentlichen Film, wie es fertig geschnitten aussieht, mit Untertiteln, mit ein paar Teilen von Interviews, die wir mit den Mädels da geführt haben, aus meinem Film Bilderkrieg von 2016. Ich verabschiede mich hier schon mal und freue mich, dass ihr dabei wart. Wie gesagt, wenn ihr mehr davon wollt, gerne abonnieren und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann und ciao. Ich wollte, dass sich die Frauen erheben, sich auflehnen. Wir haben genug von der Unterdrückung der Frau. Ich kam hierher, um für die Rechte der Frau zu kämpfen, als eine Botschafterin für die Frauen, wenn man so will. Wir wollen, dass sich alle Frauen dem Widerstand anschließen und sich nicht der Unterdrückung durch die Männer beugen. Ich wollte ein wahrhaftiges Leben führen. Für mich ist dieses Leben wahrhaftig. Meine Ideale haben mich hierher gebracht. Unser Tag beginnt um 4:30 Uhr. Wir führen eine Musterung durch und rufen Sieg oder Sieg. Dann machen wir mit Sport weiter. Wir lernen den Umgang mit Waffen, Allgemeines über das Leben, die Geschichte der PKK, die Geschichte der Frauenbewegung. Wir sind rund um die Uhr beschäftigt, aber das gefällt uns. Will mehr? Also ich mache alle. Ich mache alle, wenn Sie wollen. Okay, das reicht.
Okay. بيجي سارو كابو. دبي. أنا تعرفين بالإنجليزي. باي.